Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krüsimüsi hier aus meiner Werkstatt. Schön, hast du wieder eingeschaltet. In dieser Folge möchte ich euch unter anderem zeigen eine Pfeife, die ich am Bauen bin. Ich zeige sie euch nachher von nahem noch. Es lohnt sich also dran zu bleiben, denn nach dem Intro geht's los. Letzten Sonntag habe ich einen Livestream auf Twitch gemacht. Da habe ich mit dieser Pfeife hier begonnen. Da werde ich eventuell diesen Sonntag dann noch einen weiteren Livestream machen. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob es klappt. Das wird eine relativ günstige Pfeife, also im unteren Preissegment werden. Und dazu wird auch ein Video auf YouTube kommen, denn ich habe den Livestream aufgezeichnet, werde dann das Video noch zusammenschneiden und hochladen. Wird wahrscheinlich dann mehrere Folgen geben, aber dann könnt ihr eigentlich von A bis Z sehen, wie das hergestellt wird. Ich hoffe, das interessiert euch. So sieht die Pfeife von nahem aus. Ist natürlich noch nicht fertig, muss noch besser geschliffen werden, die ganze Elektronik fehlt noch. Ja, aber wird, glaube ich, ziemlich cool. Ich habe mir noch einige Sachen bestellt, unter anderem von Implotex, einen Flüsterkompressor für die Werkstatt. Jetzt habe ich so einen herkömmlichen, so einen Einhell, aber der ist halt schon ziemlich laut. Zum Videodrehen kann ich das Teil vergessen. Und auch wir wohnen ja unten dran, unter der Werkstatt, und ja, dann für meine Frau und so ist das ziemlich unangenehm, wenn der immer wieder anspringt. Deshalb bin ich da sehr gespannt. Ich werde dann ein Video drüber machen über den Implotex, wobei es gibt ja eigentlich schon genug auf YouTube, aber ich mache es dann halt auf meine Art. Bin ich sehr gespannt. Ich habe mir auch noch für die Drechselbank verschiedene Futter bestellt, also die Grundkörper ohne Backen. Ich habe jetzt momentan das Tecnatool, das Titan, montiert. Ich habe mir von Tecnatool noch ein Supernova 2 bestellt und noch ein Titan 3. Mein Grundgedanke dahinter war eigentlich, dass ich dann 3 Futter habe. Dann kann ich meine 3 wichtigsten Spannbacken auf dem Futter aufgespannt lassen und muss jeweils nur das Grundfutter wechseln. Das geht viel schneller als jedes Mal die ganzen Backen umzubauen. Das ist ziemlich mühsam, das Ganze. Da bin ich echt faul. Ich werde darüber wahrscheinlich dann auch noch ein Video machen. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das interessieren würde, was genau euch interessieren würde, ob es Drechseln allgemein ist, ob es Spanntechnik ist, ob es das Schärfen der Drechseleisen oder Drechseleisen allgemein. Macht euch mal Gedanken und schreibt es unten in die Kommentare, das würde mich sehr, sehr interessieren, denn ich will ja eigentlich die Videos für euch produzieren und nicht für mich. Deshalb bin ich eigentlich immer froh um irgendwelches Feedback von euch. Was sicherlich noch kommen wird, ist ein Video darüber, das ist Acryl. Da werde ich noch 1 oder 2 Drip-Tips machen, also keine Mundstücke, sondern normale Drip-Tips. Ich weiß noch nicht genau, ob ich die auf der Drechselbank machen werde oder auf der Drehbank oder 1 drechseln, 1 drehen, keine Ahnung. Ihr werdet sehen, weil die werde ich online stellen. Weil ich werde das Video dann online stellen. Ich weiß noch nicht genau wann. Ich werde jetzt auch versuchen, in der nächsten Zeit, dass ich wieder öfters Livestreams machen kann. Sonntags ab 13 Uhr. Deshalb wichtig, abonniert meinen Twitch-Kanal. Das ist kostenlos, den zu abonnieren. Dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich online bin. Dann könnt ihr mir live zuschauen, könnt mir Fragen stellen, könnt mit mir chatten. Das wäre ziemlich cool. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann abonniert doch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Liked das Video, schreibt vielleicht einen Kommentar, ein Feedback, eine Anregung. Da freue ich mich immer drüber. Empfehlt es euren Freunden. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid nächsten Sonntag wieder beim Krüsimüsi mit dabei. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.